Das ist eben mal ein Herdöpfelsalat, nämlich mit Gurken, Eier und gemacht von der Patricia. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt gerade. Ich weiss jetzt schon, einen guten Herdöpfel, Gurkensalat mit Eier braucht natürlich vor allem Eier. Herdöpfel. Und Eier. Und Eier. Jetzt haben wir es so schön parat gemacht. Und dann haben wir Weil ich habe die fast Eier gekocht und sie sind jetzt da irgendwie, haben gewartet. So, Jö. Eier noch dazu. Und was noch? Du hast jetzt schon alles gesagt. Also Herdöpfel, Essig, Äpfelessig genommen, Olivenöl, Creme fraiche, Gurken hast du schon gesagt. Ich habe Peterli, ich habe Dill, ich habe ein bisschen Senf, Eier und verschiedene ständige Gewürze. Herdöpfelgewürz natürlich für Herdöpfel. Da, und jetzt auch ist für alles logisch, andere. oder? Okay. Noch Hey, ein Stück aus Pfeffer und getrocknete Zwiebel. Ist ja gut? fantastisch. Super! Du musst passieren. Ich Ja. habe so einen Hunger. Ja, Echt. mir geht es auch nicht viel anders. Jetzt müssen wir Herdöpfel schnell kochen, aber da geht zack, zack. Genau. Nein, die sind gekocht. Ah, sogar schon? Die haben vorher schon gekocht. Da müssen wir jetzt nur schneiden. Und sie sind sogar welche so mit Schale essen. Wie geht's Es ist ein mir anderer, gut? anderer Salat. Also du musst einfach nur gehen. Und Okay, dann tschüss. kommen. Ciao. Jetzt zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Aber da nichts vergessen. Hoi. Wir fangen mit der Soße an. Für die Soße brauche ich ein bisschen Senf. Dann brauche ich ein bisschen Äpfelessig. Man kann auch einen anderen Essig nehmen, gell, übrigens. Olivenöl oder Rapsöl. Und jetzt kann ich so gut rühren. Senf sorgt dafür, dass Olivenöl und Essig sich verbinden. Da habe ich. Also eine Emulsion jetzt, sind verbunden eben. Mache ich dann ein bisschen gefriergetrocknete Zwiebel. Je nachdem, wie viel du gern hast, Pfeffer. Je nachdem, wie viel ich gern habe in diesem Fall. Und ich mache Herdöpfelgewürz. Alles schön hier reinmischen. Schön, schön rühren. Nehme ich noch Creme fraiche dazu. Also ich sag's, wenn du sagst, Herdöpfelsalat, das kenne ich. Wir haben übrigens noch eine andere Rezepte schon im Kanal. Eine klassische Herdöpfelsalat. Einfach suchen, findet man. Wer sucht, der findet. Aber da hier ist ein bisschen ein anderer Herdöpfelsalat, nämlich eben der Creme fraiche da. Und ich habe so die Herdöpfel gewählt, die man auch mit der Schale essen kann. Das heisst, ich muss nachher nur schneiden und hier in die Soße mischen. Ich tue aber schon ein bisschen hier von meinem Dill nehmen und ein bisschen Peterli dazu. Die ganz großen Teile hier, die dicke Stille, da nehme ich dann weg. Wenn ich das jetzt kochen würde, würde ich das auch verwenden, aber jetzt für den Salat nicht unbedingt. Die feinen lasse ich und solche nehme ich weg. Nehmen wir noch ein bisschen Peterli. Peterli. Das machen wir so alles zusammen hier nehmen. Und dann schneiden, auf die Finger aufpassen. Natürlich wirklich möglich fein schneiden. Gut. Kommt auch so meine Soße hier rein. Dann. Es ist ja ein Herdöpfelsalat, also wir nehmen Herdöpfel. Ich nehme mit der Schale und so in Rädchen schneiden. Und jetzt alle Herdöpfel, die natürlich schon gekocht sind, schneide ich hier. Herdöpfel geschnitten, dann kommen sie hier in die Soße rein. Durch schon einmal umrühren. Und jetzt kann ich noch Gurken schneiden. Also es ist ein Herdöpfelsalat mit Gurken. Und nicht der Gurkensalat mit Herdöpfel. Also das heisst, ich nehme weniger Gurken als Herdöpfel. Und ich nehme wirklich auch hier mit der Haut noch. Durch aber ein bisschen kleiner schneiden als die Herdöpfel. Ne? Und möglichst dünn. So. Gurken auch in die Soße reinmischen. Nochmal umrühren. Jetzt die Idee von dem Ei ist, dass man einfach nur so oben dran tut. Eierschellen, wenn ich kocht schon, steht jetzt auch schon kalt, dann kann ich gut so anfassen. Wenn man Ei ganz gern hat, kann man auch in die Salate mischen.
wie ihr das vielleicht schon in anderen Rezepten gehört habt, der Stedi ist keine so super Fan von Eier. Er isst zwar jedes Mal, wenn es gibt. Und deswegen lege ich nur drauf. Den kann er nehmen, wenn er will. Und wenn nicht, esse ich. Aber man kann gut auch klein schneiden und gleich da reinmischen. Okay? Wenn man Eier eben gern hat, ist die Kombination wirklich super. Weil mit dem Herdöpfel, Ei und Gurke, das gleichzeitig im Mund, passt fantastisch, finde ich zumindest. Und man hat auch noch ein bisschen mehr Eiweiß dazu. Zum Beispiel, unter anderem. Machen wir schön drauf. Wie früher. Also früher hat man teilweise Salat so präsentiert mit Ei. Weißt, meine Großmutter hat das oft so gemacht zum Beispiel. Und dann machen wir hier auch. So, nochmal hier eine. Und machen wir hier nochmal eine. Und weil diese Eier jetzt ungewürzt sind und weil ich so ein Fan bin von Stickhauspfeffer, machen wir ein bisschen über die Eier so. Sehr gut. Da kann man auch noch dazu. Fertig ist es. Unsere Variation vom Herdöpfelsalat. Ich hole den Stedis und probiere. Ich räume hier ein bisschen auf und dann probieren wir zusammen. Das ist der Knopf zum Probieren. Dann probieren wir. Ja, probieren wir mal. Komm. Ich gebe es dir, Gabel. Die Eier sind für Eier. dich, der Rest ist für mich. Ja, ich habe es Okay. vermutet. Also das dann Spiegelei war wirklich super, aber so, ich hätte lieber Bullenschenkel. Also ich habe Zeit zum Warten. machen wir nächstes Mal mit Sehr Gulasch. gut. Nein, du hast vorher gesagt, du hast Hunger, es muss schnell sein. Ja. Also jetzt. Darum hat sie die Herdöpfel bei 180 Grad gekocht. Nein, natürlich nicht, auf 100 Grad verdampft das Wasser. Einfach im Also, kochendes Wasser. Also, dann habe ich hier die Eier. Du hast hier Salat. Ist der gut? Dill ist wieder schön Zipfel gemacht, Ja, geschnitten. ja. Fantastisch. Betterli auch. Also, guck mal. Sage dir auch jeden Tag Danke, wenn schön gekocht wird. Ich frage einfach mal. Also, Das wäre nett, wenn du das auch machen ich würdest. finde, wir machen da keine Paarberatung, aber ich finde das wirklich mega cool. Trick 77, verstehe ich. Gut, Ein guter. danke fürs Kochen. Vielen Dank schon mal fürs Dabeisein. So. Mega. Die Dill merkt man gut. Und nicht zu fest, also tipptopp. Gürkli geben einen anderen Touch, einen anderen Biss. Und ist ein anders, gell? Wenn du es mit der Schale und so machst. Ist so eine rustikale Variante, oder? Auch in Gut. anderer Soße. Es gibt auch Frauen, die gerne Herdöpfel schälen. Da gibt's. Schon. Wenn man das gerne macht, soll man es machen. Aber mit diesen Herdöpfeln da ist schon passt. Mega, mega fein. Haben wir jetzt auch festkochende Herdöpfel oder die anderen? Mehligen? Wir haben Festkochende. Ich komme nie draus, ich muss immer den Pack lesen. Wir haben Festkochende. Festkochende. Mit Mehligen, wenn du das schon sagst, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Soße machen, weil die saugen natürlich mehr Verstanden. Flüssigkeit, oder? Schon wieder etwas gelernt. Da oben steht ich, auf dem Kanal von der Patricia Unterstedi. Da unten kann man abonnieren, bis sogar draufdrücken, teilen und unbedingt kommentieren. Hilft uns mega, damit der Kanal mehr Reichweite bekommt. Ich danke wirklich ganz herzlich fürs Kochen. Fantastisch. Sie muss immer viel länger kochen wie ich, weil mein Mut ist grösser. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche und tschüss miteinander. Ciao, bis Bye, nächstes bye. Mal. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.